Servus miteinander bei Einmal um die Scheiben. Ich habe heute wieder einen Special Guest bei mir und zwar an Monaco F, an Franz Liebel. Servus. Habe Servus. Servus. Du, wir fahren da bei dir in Wasserburg ein bisschen umeinander Ja, und schmatzen jetzt gleich noch. jetzt fährst du auf jeden Fall erst einmal da aus der Vorfahrtstraße links aus. Ich weiß nicht, wie man das als Fahrlehrer sagen darf, aber fahr geradeaus da auf. Geradeaus. Ja, schau, hätte ich schon falsch Ja, gemacht. die Straßenführung, die war ja schon ein bisschen kompliziert. Ja, das beim ist Herfahren. ich glaube, dass da als Fahrschüler, glaube ich, das ist so ein Test, dann ob du das kapiert hast oder nicht. Aber vielleicht war das ein guter Job für mich jetzt, Fahrlehrer, wenn mit Musik und so nichts mehr, nicht Ja. so viel geht gerade. Ja, das war ja was. Das war ja was. Immer Blätter herrennen die ganze Zeit. Mein Fahrlehrer hat hart Blätter hergeredet die ganze Zeit. Du, ich kann mich an meinen gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass der Prüfer so krass war. Ja, der Prüfer, da habe ich Glück gehabt, da habe ich gerade nicht den Grassen gehabt, aber mein Fahrlehrer da rechts bitte. Jawohl. Und der, einmal mal haben wir, ja genau, erste Autobahnfahrt und da war noch ein Freund von mir dabei und da war so leichter Schnee auf der Straße und wir sind halt trotzdem 140 gefahren, weil ich musste ja ausprobieren und wir haben so lochen müssen, weil der so viel Schmarrn geredet hat, dass der andere, mein Kumpel, halt immer ein bisschen leicht rausgekommen ist von der Fahrbahn und irgendwann hat der Fahrlehrer gesagt, jetzt pass halt auf, sonst da rennen wir uns noch. Und dann habe ich gecheckt, dass es vielleicht besser war, wenn man nicht so viel Witze macht. Ja. Aber das war lustig. Ja, klingt auf jeden Fall lustig. Du, merci, Du dass musst du... jetzt noch mal rechts Ja. fahren, entschuldige, dass ich dich schon wieder unterbricht. Kein Problem. Kein Problem. So, jetzt halt. Wunderbar. Gut, jetzt meine ich geht was, oder? Ich glaub schon. Wunderbar. Also, merci nochmal, dass du Zeit hast, dass du Sehr mitfährst. gern, sehr gern. Freut mich. Und wie gesagt, jetzt fahren wir Runden und hören ein bisschen in ein paar Songs von dir rein. Ja. Und dann, da ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Track. Und der ist auf Bierbank Philosoph, das ist ja deine aktuelle Scheim. Genau. Und der Track heißt Mir fallen wir auf. Mir fallen wir auf, du, wenn wir wohl laufen. Mir fallen wir auf, du, wenn wir wohl laufen. Mir fallen wir auf, wenn wir wohl laufen. Hey, hey, mir fallen wir auf, du, wenn wir wohl laufen. Mir fallen wir auf, alles im grünen Bereich. Aber es nicht automatisch gut, weil manchmal ist er halt gemäßig autokratisch durch. Der mutiert zu einem handigen Weitler am handigen Schreihals. Ist weit ganz schön viel Luft drin in der grünen Lunge Bayerns. Statt sie vor Chlorophyll wird jetzt schön so still, weil GMO in Tee. Tschernobyl, ich muss ständig unter Strom stehen, katastrophal war ohne. 3 Minuten ist Laptop, ich schmeiß Mexikos-Krone. Dann lass mir das mit auffallen, Weil ich sowieso schwarze Bayern. das sagt der keiner, ja, der Code, der Song. So, schau mal. Das ist ein Dealer oder Rapper oder Basketballspieler oder Gangster oder so. Und beim Dialekt danach so sagen. Das weiß er gar nicht Da sagen. folgt bei mir der Watschenbaum genauso wie beim Song. Doppel-D oder? Und meine Watschen, die fallen auf. Das ist Sterndl wie ein Astronaut. Voll auf, weil Ich nicht auf voll. man kommt nochmal ein Cappuccino aufgeschäumt. Schaut den ganzen Tag nicht nass aus meinem Laufstuhl, der Saustuhl vertrocknet einmal am Haus voll und sowas nennt sich Haushalt. C'est la vie. Aber das kümmert mich nur weniger. Äußer hinschießt Meine Klaus am Staubsauger und vom Flieder wie Nehm mich auf, jetzt bloß auf und so negativ. Mir fallen wir auf, wie wir wollen laufen. Jo, jawohl, Mir geiler fallen Track. wir auf. Ja, der macht richtig Stimmung. Also das ist so richtig, wie er schon sagt, der Titel, Mir fallen wir Mir auf. fallen wir auf. Das war der Plan, einen Track zu machen. Also ich habe diese Zeile im Kopf gehabt, wenn wir wo einlaufen, mir fallen wir auf. Weil es ist oft so, wenn ich mit meinen Rapperfreunden wo einlaufe, ist es tatsächlich so, dann schauen erst einmal alle, weil so alles Wolperdinger sind im Endeffekt. Ja, ja. Jeder hat seinen krassen Style und fällt total auf. Und wenn du dann mit der bloßen kommst, dann schauen erst einmal alle. Und das Gefühl wollte ich irgendwie in so einen Track einbringen. Und
das haut ganz gut hin. Lustigerweise ist es tatsächlich so, ich habe nur 3-mal live gespielt bisher, den Song, und nur einmal waren die anderen Rapper dabei. Okay. Wenn ich den allein spiele, ist das nicht das Gleiche. Also es muss dann auch die Bloßen am Start sein und alle da sein, weil dann ist die halbe die Bühne voll und dann ist Remi Demi. Ja, es lebt auch davon, oder? Ich meine, im Hip-Hop sowieso, das ganze Featuring, die Kollaboration, die ihr macht, das ist einfach, ja, das lebt einfach davon, oder? Also ich meine, das ist ein Riesenvorteil. Da habt ihr echt gegenüber einem anderen Genre einfach einen Riesenvorteil, finde ich jetzt zumindest. Ja, es ist auch so, dass das auch immer noch so ist wie am Anfang. Also wir kennen uns alle einfach schon sau lang. Und da war das einfach, das kommt tatsächlich, Thomas Links, genau, das kommt einfach aus der Hip-Hop-Nummer außer, dass jeder bei jedem mal auf einem Song dabei ist, und wir wollten das einfach auch so machen. Ich kann mich erinnern, wie ich auf Hip-Hop-Jams gegangen bin, Mitte, Ende der 90er, dann sind die aber miteinander auf der Bühne gewesen und haben sich gegenseitig in Songs dabei gehabt, und das wollten wir mir einfach auch so machen, und das ist nach wie vor so. Jetzt arbeite ich gerade an einem Song mit dem Bibau, mal nur mit dem Bibau. Das ist ja fast 10 Jahre her, glaube ich, wo wir das letzte Mal miteinander Lied gemacht haben. Okay, ja, krass. Und mit dem Fichtenkartell mache ich einen Song. Und dann schaue ich mal an meiner nächsten Platten, arbeite ich auch schon, wer da dann mit drauf sein wird. Wahrscheinlich wird es schon wieder so einen Kollabo-Song geben, weil es einfach Spaß macht. Ja, saugeil, saugeil. Und ich meine, Mundart-Rap, jetzt gibt es ja schon eine Zeit lang, beziehungsweise Mundart auch. Wir schwimmen ja auch so mit auf der Welle die letzten Jahre. Aber fällt man mit Mundart, fällt man nur auf? Oder, also fällt man da auch auf? Oder ist das schon etabliert jetzt mittlerweile? Ich glaube, dass man nicht mehr auffällt. Also so wie damals, wo so 2005 rundum, da haben wir unsere erste Mundartplatten rausgebracht. Da war das noch so, dass alle mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wo wollt's denn da hin damit? Was soll denn das? Wer hört denn das so? Das mag doch keiner hören. Ja. Und tatsächlich war es da auch zu der Zeit so, dass wir vor 30 gleich gespielt haben, 50, wenn mal 100 da waren, und denen hat es auch noch gefallen, dann war es brutal krass. Das war, also da haben wir auch super Partys gefeiert, und da haben wir auch viel Lehrgeld gezahlt, und deswegen kann ich auch heute noch, wenn mal nicht so viel da sind, kann ich da umgehen damit, wo sie ja manche nicht können, wenn sie nur gewohnt sind, vor 2000 Leuten zum Spielen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man wirklich noch auffällt damit, glaube ich nicht. Ja, ja. Aber ich sag mal so, die vielleicht nicht mehr auffallen, aber gut auch, dass sie es wieder ein bisschen etabliert hat, damit man die bayerische Sprache auch in verschiedene Genres wieder hört. Das glaube ich, da muss ich gleich einhaken. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Genres. Weil es ist nämlich so, wo es jetzt, sage ich mal, in der zweiten Generation, sage ich jetzt mal, von dem neuen Mundart-Hype kommt, ist, dass modernere Musik, also du kannst da astreiner Radiopop mit bayerische Texte hören. Absolut, ja. Und zwar modern gemacht im Sinne von nicht mit Gitarre, sondern keine Ahnung mit mit Synthesizer und Sampler und so amerikanisch, wie du das halt kennst. Ja, genau. Verstehe, ja. Dass halt dass halt andere Genres, oder Indie, jetzt habe ich erst, glaube ich, eine Band habe ich entdeckt, die machen Indie-Mucke, aber also so nicht so wie Lenzi und die Burm, sondern noch ein bisschen India. Ist auch mit bayerischen Texten, und das ist was wo man jetzt noch auffällt damit. Das ist ja so, dass du dann teilweise die Leute, die eigentlich jahrelang schon selber Mundartmusik machen, da damit noch überraschen oder sogar fast, ja, das sagen dann, das ist aber jetzt komisch. Und ich denke mir dann, ja, aber das haben sich die Leute bei uns genauso gedacht am Anfang. Ja. Aber deswegen, das freut mich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, mir gefreut es auch für einen bayerischen Dialekt einfach. Ich meine, Hip-Hop ist prädestiniert dafür. Viel Text, Wortspiele. Es gibt so viele Sprichwörter bei uns in Bayern, auf die man aufbauen kann, auf die zum Teil ganze Songs aufbauen, bei uns auch. Wie siehst du das? Das ist eigentlich perfekt für, ich sage einmal, Dialektpflege, oder? Also das ganze Hip-Hop, Mundart an sich. Dass wir auf Bayerisch angefangen haben zum Rappen, ist aus
schon aus dem Hip-Hop-Gedanken außer, dass du authentisch sein musst. Ich meine, Okay, du musst ja. bei anderer Musik auch auf eine gewisse Art und Weise authentisch sein, weil wenn du einen Text schreibst, dann muss nehmen wir mal an, der Sänger hat den Text nicht selber geschrieben, dann muss er ihn irgendwie verkörpern können, weil Absolut. sonst wird das nicht funktionieren. Also die Glaubwürdigkeit ist überall wichtig, aber beim Hip-Hop ist es halt noch eine Spur wichtiger. Ja. Und wenn du eigentlich das, was du erzählst, nicht annähernd erlebt hast, klar, darfst zuspitzen, ausschmücken, alles Mögliche, auch Satire draus machen und so, aber du musst das erlebt haben eigentlich. Und das kannst du halt am besten erzählen, wenn du deine eigene Sprache hernimmst. Wenn ich dir, genau, da wenn ich mir meine ganz alten Sachen anhöre, wo ich noch Hochdeutsch gerappt habe, dann ist das schon okay auch, aber das ist einfach, die Lebenswelt, die ich habe, bildet das einfach nicht komplett ab. Ja. Da fehlt einfach was. Ja. Und das war auch der Grund dann, weil irgendjemand vom Radio hat meine Hochdeutsch-Sachen in die Hand gekriegt und hat damals gesagt, glaube ich 2001 oder wann das war, das hat nie eine Chance, da hört man ja den Dialekt raus, das geht gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann halt erst recht. Und da habe ich dann meinen ersten kompletten Dialekt-Rap geschrieben. Ja. Also das war ja dann auf der anderen Seite auch ich bin ein bisschen hingeschubst worden zur Authentizität. Auch. Ach so, ja, okay. Also durch mein Sturschell, mein Weitlerischen natürlich noch mehr. Ja. Also das merkt man schon. Und das jetzt sagen, dass zum Beispiel junge Leute, ich meine gut, bei uns auf dem Land, oder ich komme ja auch vom Land, da war das schon immer klar eigentlich nur, dass meine Generation halt Bayerisch redet, aber hast du das Gefühl, dass das doch ein bisschen durchsickert bei die ganz Jungen jetzt, also die mit voll Internet aufgewachsen, Social Media und so weiter und so fort, die haben natürlich viel Einflüsse, aber glaubst du, dass das dann auch für die das ein bisschen cooler macht, dass man halt dann bei der Mundart bleibt? Also was ich hoffe, dass wir erreicht haben oder auch weiter dafür kämpfen können, ist, dass die mit Mundart aufwachsen, so selbstbewusst damit umgängen, dass sie es danach nicht ablehnen. Also so ein typischer Werdegang ist, wächst am Land auf, du kennst nur Mundart, du kennst nur Dialekt, die Sprache, die du redest, gehst irgendwo zum Lernen hin, egal was du lernst, keine Ahnung, du musst in die Stadt, in Berufsschule oder gehst zum Studieren, ist völlig wurscht, plötzlich versteht dich keiner mehr. Oder du wirst ausgelacht. Und dann fangen ein paar an, das abzulegen. Und das hoffe ich, dass man durch das, dass es so ein Movement ist eigentlich, dass das nicht passiert mehr. Dass man sich zwar vielleicht dann ein bisschen anpasst und sagt, okay, der versteht mich halt jetzt gar nicht, dann gibt es ja ein paar so Tricks, dass sich der andere dann doch irgendwie versteht. Aber ich glaube nicht, dass dadurch Leute, wo die Eltern gar keinen Dialekt mehr sprechen, dann anfangen Dialekt zu sprechen. Weil eigentlich musst du, wenn du so an so Sprachforschung, wenn du der folgst, dann glaube ich, muss man bis 10 oder 11 muss man das gelernt haben und dann wird es ganz schwer, dass du das noch mehr lernst. Ja. Also das ist dann schon wie eine Fremdsprache lernen, aber du weißt ja, das Bayerische allein, ich weiß gar nicht, ob das Weitlerische nicht allein 24 Vokale hat, unterschiedliche. Also das ist ja... Das kann sein, ich weiß nicht genau, aber ja, irgendwie sowas habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also das ist ja höchst komplex, da dieser irische Professor, der so hardcore bayerisch, der Rowley, glaube ich, der schreibt doch an diesem Bayerisch-Lexikon, das er selber gar nicht mehr erlebt, weil das dauert 50 Jahre, bis das fertig ist und irgend so irre Zeit. Und das hat 43 Bände oder was. Und naja. Ja, cool. Aber ich hoffe, dass man eben dieses Selbstbewusstsein, dass das halt nichts Schlechtes ist, dass wir das stärken können. Ja, auf jeden Fall. Einfach immer So, weiter jetzt. Schaut aus. Achtung, E-Bike. Gut, so. Ich glaube, sie tritt gerade selber. Ja, das kann sein. Man weiß nicht. Du, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal weiter und hören noch mal in einen Track von dir rein. Ja, gern. Der ist auch auf Bierbank Philosoph drauf.
und der heißt Das Grüne oder Das Grüne. Das Grüne. Das Grüne. Cooles Intro übrigens. Eine Hommage an einen Graudensepp. Das habe ich versucht hinzukriegen, das klingt wie so ein Graudensepp-Platten. Ja, voll. Das holt die gleich ab. Die gute Musion des Andrea. Mann, das Grüne, mein Mann baut so hinter dem Garten. Um es zu finden, brauchst du keine Karten. Es wächst bald fast 4 Meter Tee. Holerei, Tullier und ich seh, mein Vater hat sein Geld damit verdient. Und ich seh, das Grüne konsumieren hab ich vor ihm gelernt. Ich mein, ab und zu hab ich schon mal probieren dürfen. Wenn keiner geschaut hat, das hat noch keinem geschaut. Jeder in der Stadt wollte nur seins, was scheint's. Weil jeder in der Stadt gewusst hat, das ist ein Feins. Und wenn ich heut von mir hab ein Sacki, da mir Nus rein, Alter, was für ein Geschmacki. Hat einer was grenzt am Stab, bin ich schon dabei. Was du bei viel grenzt, du nimmst und bist nicht high. Was ganz genau, 2 Masken gingen alle dabei. Ich sag's euch ganz offen, ich sterf den grünen Hopfen. Ja, ein Mordstrom Hopferstau, das ist das grüne Grau, das was an mir bau. Ja, 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 ein Mordstrom Hopferstau, das ist das grüne Grau, das was mich baut. Ja, voll Mama. geil. Oh, der schöne Hupferstaut. Das Wichtigste fast abgeschnitten, halber abgeschnitten. Seht schon. Das ist zum Beispiel auch mega, die Verweise da immer auf andere Songs oder Ja. auf Filme. Du hast, glaube ich, in einem Song, ich glaube Singer und Springer, hast den Verweis auf, nein, nicht Singer und Springer, bei so Mittel. Ja. Da hast du den Verweis auf Zurück in die Ja, Zukunft genau. und so, und das macht es halt auch immer aus. Das ist halt auch Hip-Hop für mich einfach so, das Popkultur einbauen in die ganze Geschichte und so weiter. Also das ist Dass man auch noch am 10. Mal her noch was entdecken kann. genau, einfach. um das geht's. Also man kann immer was entdecken und das ist einfach überall drin, auf der Platten auch voll, also das merkt man total. Jetzt, Freut mich, wenn es da taugt. ja, super. Jetzt, was ich aber speziell zu dem Song sagen wollte oder die Frage wollte, ist, man merkt voll, dass du instrumental mehr in das Bohrische gegangen bist, als bei den anderen Platten oder Ja. bei dem, was du davor gemacht hast. Also ganz speziell natürlich jetzt die Zither, die man da hört, aber allgemein auch die Struktur oder die Instrumente und die Samples, die du verwendet hast. Und ja, wie kommst du dazu? Wie kommst du zu der Entwicklung? Hat das was damit zu tun, dass du auf dem Land lebst jetzt? Oder? Eigentlich ist es so, dass ich habe ja davor die Band, mit der dieses Bayerisch Rap-Ding eigentlich angefangen hat, mit Doppel-D, haben wir mehr klassischen amerikanischen Hip-Hop eigentlich gemacht, aber mit bayerischen Texten. Also Sample-Beats, also Stickerl aus anderen Songs nehmen, Loopen, fette Beats drunter, fertig. Oder mit Synthesizer krasse Basslines einspielen. Und wir haben ja dann diese Pause eingelegt, weil es halt irgendwie nicht mehr so funktioniert hat. Und dann habe ich versucht, irgendwie einen Solo-Sound zu entwickeln. Und da habe ich einfach ziemlich lang gebraucht, bis ich das gefunden habe. Und eigentlich habe ich ihn schon längst gefunden gehabt mit Bierallergie. Und habe aber das nicht verstanden anscheinend, dass das der Sound ist, den ich jetzt eigentlich machen sollte. Ja. Und habe dann aber der Beat von, oder die Grundidee von das Grüne, das ist ja schon 8 oder 10, das lang da gar nicht, 10 Jahre liegt das schon umeinander. Ah, okay. Da habe ich immer mal, ich glaube, irgendein Stickel von Biermüsselblasen habe ich damit zerstickelt und neu zusammengesetzt. Und das haben wir aber damals nicht brauchen können und das habe ich wieder ausgegraben für ein Mixtape vom DJ Spliff. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mein Bruder, der kann ja Zither spielen, dann lasse ich doch den da mal drüber spielen. Voll. Und plötzlich war das Lied fertig und ich habe mir gedacht, wow, leck, das ist ja cool. Dann habe ich nochmal, aber wieder nicht gecheckt gescheit, dass die da Platten machen sollte. Und erst dann mit Dein Murder, wo es wieder ein Jahr drauf, wieder auf einem Mixtape vom DJ Spliff drauf ist, da habe ich dann gecheckt, ja, das ist ja mein Sound. Also diese bayerischen
Versatzstücke nehmen, neu zusammensetzen und neuer Sound draus machen. Mein Bruder mit der Zither, der übrigens live auch mit der Zither dabei ist. Das wollte ich dich auch noch fragen, ja genau. Also der ist live mit dabei. Du hast eine Band dabei, glaube ich, einen Drummer hast du dabei. Ein Drummer, ein Zither und ein DJ. Und die Zither ist eine E-Zither, weil jetzt müssen wir nach links. Warte, dann. Entschuldigung, habe ich wieder Kein wegen Problem. links, Kein Problem, alles gut. Die Zither ist eine E-Zither, das bedeutet nichts anderes. Das ist wie eine E-Gitarre, du stopselst dein Kabel rein. Ja. Weil mit der normalen Zither darf das mit den heftigen Bässe und mit dem Drummer nicht gehen auf Ja, der das Bühne. glaube ich. Ja. Keine Bühne, der Welt ist so groß. Gut, klar, wenn die Bühne 40 Meter breit ist, dann kannst du es vielleicht machen, aber Sonst vibriert alles. genau, nicht. deswegen, weil auf der Bierbank-Philosoph habe ich die Formel quasi dann mal das erste Mal komplett durchgezogen. Und jetzt auf der nächsten Platten, die alles im grünen Bereich heißen wird, mache ich es auch wieder. Nur diesmal ist die Idee, dass das, was du gesagt hast, dass die Musik recht bayerisch ist, probiere ich jetzt dieses Instrument Zither öfter auch in anderer Musik auszuprobieren. Ah, okay, ja. Das heißt, es wird teilweise recht funky und soulig und jazzig sogar, Ja. aber auch nicht jetzt übertrieben. Also das bleibt jetzt schon so ähnlich. Aber da sind ein paar Experimente drauf und ich kann nur sagen, es ist der Hammer. Die Zither hat einfach ein Feeling, gerade wenn du da mit Chorus und Flanger, mit so Standardeffekte eigentlich arbeitest, Ja. hast du da einen. Also es ist auch so bayerisch einfach, weil es irgendwie so gemütlich wird aber leicht wackelig und aber schon noch so ein bisschen so eine Rauheit drin hat und alles. Stark. Also es ist völlig unterschätztes Instrument. Das ist eigentlich total bitter, dass die nur im Alpenraum Ja, voll. bekannt ist, weil da kannst du so viele coole Sachen machen. Es hat aber auch Grenzen, muss man auch sagen. Ja. Also sobald du die Zither dann komplett verzehrst, kannst du es von einer E-Gitarre kaum unterscheiden und dann ist auch das bayerische Feeling wieder Ja, voll, weg. absolut. Aber da kommt es halt so richtig raus und du Genau. hast gerade gesagt, einfach so ein bisschen Genregrenzen sprengen oder halt einfach ausprobieren. Man merkt es auch bei anderen Tracks auf dem Album, zum Beispiel bei Samador. Da ist auch so, es ist eigentlich schon fast melancholisch, aber voll. auch mit, ich sage mal, Trap-Heads, ich als alter Ja. Drummer, schon fast trappig und dann hast du nur Autotune mit dabei, auch Ja. ausprobiert, Ja. auf Singer und Springer glaube ich auch. Ja. Also das ist auch, das müsst ihr euch auch unbedingt anhören, das ist total verrückt, aber es stimmt irgendwie, es passt einfach Ja, zusammen. da habe ich einfach wirklich, ich hab mir auch vorgenommen, für die Platten mal meine eigenen Grenzen auszutesten, Ja. weil man hat auch, muss man zugeben, als so hart Hip-Hop, wie wir waren, hast du halt viel so Regeln, fast dogmatische Regeln, die du nicht überschreiten tust. Da darf nicht gesungen werden, das darf ja nicht zu melodiös sein und. Und die habe ich einfach mit der Platte endgültig, das habe ich da vorher auch schon gemacht, Ja. aber endgültig über den Haufen geworfen und ich finde, das steht mir gut. Ja, finde ich auch. Und gerade bei dem Summer da zum Beispiel, auch Ja. diese vertrackten Hi-Hats, da hat sich mein Bruder beim Einspielen von der Zither sogar schwer da, weil er diesen Trap-Rhythmus nicht vernünftig lesen hat können. Und der ist wirklich ein studierter Musiker. Ja. Du kommst zwar leicht ein, wenn du das einfach so hörst, aber es hat halt einfach, es ist immer so ein bisschen zappelig. Und da wollte ich einfach da mal schauen, wie kann das jetzt da mit Jodler zusammengehen und dann noch Autotune drauf. Und mal schauen, was jetzt auf der nächsten Platte dahingehend alles passiert. Das weiß ich alles noch gar nicht, weil ich habe erst so 4, 5 sind gesetzt im Moment. Und das sind auch ein Bono von dem Material, was ich auf die Bierbank Philosoph nicht gekriegt habe. Aber das wird auch wieder spannend. Ja, geil. Ja, ich freue mich drauf. Beats machen, das war schon immer dein Ding? Ja. Oder wer macht die Beats? Du machst Ich mache das alles selber, ja. Okay, ja. Also jetzt da immer mehr komponieren, obwohl ich zugeben muss, ich habe kein Instrument gelernt. Ich bin ein Autodidakt und ich komme halt aus einer extrem musikalischen Familie. Ich glaube, wenn ich ein Instrument gelernt hätte, dann war das
also das war kein Problem gewesen, sicher nicht. Sitzen wir jetzt auch immer öfter ans Klavier, weil wir ein Klavier daheim haben. Nur damit ich halt einfach ein bisschen was lerne, weil ich habe von Harmonielehre überhaupt gar keine Ahnung nicht. Ja. Und da hat mir eigentlich mein Bruder jetzt bei der Bierbank-Philosoph draufgebracht, dass ich manchmal Regeln schon gescheit beuge oder brich sogar, Okay, ja. so dass es halt dann schräg klingt. Und das wollte ich halt einfach ausbessern, sage ich jetzt einmal. Da, wo es nicht mehr cool ist, weißt? Ja. Weil oft ist dann disharmonisch geworden, früher und alles. Und da habe ich auch gestritten mit meinem Bruder. Da waren Songs, Love Alter zum Beispiel, wenn er da das, bevor mein Bruder da drüber gegangen ist, sagt, es wird dir nicht gefallen. Okay, Ich habe am Anfang das Beste gefunden, das ist das Beste, das ist das Coolste. Und sagt er, du springst innerhalb von der Melodie 5-mal in der Tonart hin und her. Sag ich, ja, wieso? Das darf ich doch. Nein, das ist nicht gut. Hör dir doch das an, das tut disharmonisch. Nein, das geht nicht. Ich hätte ihn fast rausgeworfen. Er hat so gestritten. Hat er gesagt, probier's mal so. Und dann habe ich 2, 3 Tage gewartet und dann habe ich es so probiert und dann Mist, er hat recht. Und dann habe ich es natürlich geändert. Und da schaue ich jetzt mehr drauf und versuche mir ein bisschen was anzulernen. Aber grundsätzlich mache ich immer noch Beats. Ja. Also es ist schon so, dass immer mit irgendeinem Versatzstück losgeht. Also ich komponiere immer noch nicht klassisch, dass ich jetzt am Klavier sitzen darf und das ganze Lied und dann wird es produziert. Ja. Oft habe ich einen coolen Drumloop und da entsteht dann ein Lied draus. Oder ich habe einfach nur ein cooles Fender Rhodes Sample und da draus entsteht dann was. Und dann komponiere ich das in T. Ja. Also warst du schon immer auch der Bastler und hast aber auch immer mit anderen schon zusammengearbeitet oder war das jetzt mit deinem Bruder so das wo jetzt einfach mehrere dabei waren oder halt stärker die Finger drin gehabt haben? Also das war's, also bei Doppel-D früher war es schon so, dass wir uns da eingeredet haben, aber nur so feedbackmäßig. Also so, dass direkt jemand mitkomponiert war, das jetzt tatsächlich das erste Mal. Ja, cool. Und das ist okay, weil ich bin schon einer, das muss ich schon zugeben. Ich halte alles gern stark bei mir selber. Und hab da, wie gesagt, das habe ich gerade das mal rausgehört, dass ich da erst nachgegeben habe müssen, damit dass einer sagt, das, was du da machst, ist Bullshit, Alter. Also hast quasi immer schon eine klare Vorstellung von dem, eine Vision im Kopf, wie es klingen soll einfach. Ja, oder? schon. Ja. Okay. Ja. Das klappt mehr oder weniger gut, weil oben drauf kommt halt noch so ein Perfektionismus, den ich aber auch erfolgreich bekämpfe, immer mehr. Der ja einem ja auch das noch kaputt machen kann am Ende, weil du hast was im Kopf und kriegst es vielleicht gar nicht hin. Ja. Und da, ja. Manche Sachen muss man auch vielleicht dann mal abgeben oder so oder Ja. in andere Hände legen, damit dann das auch wieder wachsen kann. Genau. Und vielleicht kommt dann doch mehr raus, als wie man sich hätte vorstellen können. Also das merke ich oft, wenn so Ideen hin und her gereicht werden jetzt halt beim Musikmachen, dass das schon auch eine Kraft hat auf jeden Fall. Ja, diesmal ist auch der Plan, dass wenn ich so diesen Grundstock an Sachen habe, wo ich weiß, das wird ein Lied, das wird ein Lied, das wird fertig, dann möchte ich Runden durch meine Band drehen und einfach mal schauen, wie man das noch besser machen kann. Ja. Weil ich habe einen von den besten Drummer in ganz Bayern und warum soll ich den nicht fragen, Ja, absolut. was er da zum Sagen hat dazu? Das war ja blöd. Ja, saugeil. Ja, cool. Dann da die Song schauen wir mal weiter und hören uns einen Track an. Und ich darf ganz gerne ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Und habe da einen gefunden, der mich persönlich total anspricht. Und zwar ist das 99 von Boah, Doppel-D. geil, Alter. Samstagnachmittag, ich liege auf der Couch, es ist Start. Nur der Kühlschrank summt, Uhr tickt, es ist wieder heim bei der Mom in der Küche. Versehentlich ins Sonnes versetzt man einen Stich und auf einmal säge ich lauter Brittel vor meinem Gesicht. 6 Tage Biegelstein auf Volksfest Hupen, noch 5 Maß Bier, suche ich Lager mit der Lupen. So für Autos gut davon ist nicht gut für die Knie. Nein, ein paar zum bis um halb 6 in der Früh vor, da war ein Braumeister immer dabei. Da denk ich, dran rührt's in der Stadt eine Brauerei und ich weiß schon, für euch stinkt das Graffi. Mir ins Wasser zusammen, frisch geröster Kaffee. Im Auto läuft's große Kino, im Telefon
Tape-Deck, Plastikkassetten und Biofeedback. Ich bin irgendwo dazwischen, oder ich geb mein Track. Leid in der Stadt grinsen ihre Dialekt. Das Leben ist für mich Wohnzimmer, Playstation 1. Hängst du nicht nur ein, ich schmeiß das sind 3 und 1. Wenn 2 das an dir verklickten Auto auserloren, dann versteh ich einfach nicht, was du meinst. Nix für ungut, ich von BMX, Mailman Malone, Basketball-Tricks. Ich bau mal wieder das Lego zusammenpassen, und Kicks. Leib brauchen nice Zeug vom MVP, Schicks. Das Lied ist schön und es riecht so gut. Nix geht verloren, weil er keiner sucht. Alles fühlt sich an wie 991. Wenn ich mir das genau überleg, ich bin da, aber nie war ich weg, weil alles fühlt sich an wie 991. 1999. Jawohl. Wow, Doppel-D Classic, Alter, voll schön. Saugeil, ja, also Und ich kann ja immer noch rappen. Ja. Die Sachen vergisst einfach das ist nicht. das ist der Beweis da. Ja, du, ein richtig geiler Track, Danke. wo ich ihn gehört habe, auch total mich in die Zeit irgendwie zurückversetzt. Das war zwar dann bei mir ein paar Jahre später, Ja. aber bei mir war es nämlich so, bei der Zeile bin ich gleich hängen geblieben. Im Tape-Deck hast du großes Kino vom Blumentopf Ja. und Biofeedback von Ja, Feinkostparanoia. Und das war so für mich einfach auch, wir waren auch am Skateplatz rumgehängt und BMX gefahren, Skateboard gefahren und meistens ist in der Tat Feinkostparanoia auch gleich Ja, dran. Logo. Und was mir da so interessiert ist einfach, wie war das bei dir am Anfang? Du kommst ja aus dem Bayerischen Wald ursprünglich jetzt und aus Regen. Und wie bist du da in Kontakt gekommen mit Hip-Hop? Und dann, wie war das mit der Szene einfach dann auch in Minga? Das interessiert mich. Also in Kontakt gekommen bin ich tatsächlich einfach übers Fernsehen. Ich habe, als wir mir Kabelfernsehen gekriegt haben, also gut, das erste, was ich gesehen habe, war Knight Rider. Ich bin eingeschaltet, das erste mit Kabelfernsehen. Der Kid ist die eine Folge, wo er im Sand versinkt. Aber wurscht. Und dann ist kurz drauf, wie Viva losgegangen ist, hat es eine Sendung gegeben, die hat Freestyle geheißen. Das war ein Zugang zu Rap, da ist nur um die deutsche Rap-Szene gegangen. Also, die haben Ami-Sachen auch gespielt, aber da haben sie halt die alle getroffen. Und ganz wichtig natürlich auch davor schon vor Freestyle noch Yo MTV Raps. Jeden Samstagmittag von 12 bis 2 Rap-Musik. Und da bin ich in Kontakt gekommen mit Rap und habe das sofort geliebt. Ein älterer Bruder von einem Freund von mir hat dann auch noch diese Alben gehabt. Also da, wo du nicht nur einfach das eine Video gesehen hast, sondern der hat auch noch die Platten dazu gehabt. Und so bin ich in Kontakt mit Rap gekommen. Und es ist auch dann recht schnell gegangen, dass die da Hit war von den Fantastischen Vier. Und ich habe 2 Wochen, nachdem ich die da im Radio gehört habe, meinen ersten Rap-Text auf ein Löschblattl in mein Deutschheft geschrieben. Ja. Während dem Deutschunterricht. Also damals schon gewusst. Das war einfach wie so eine Zündung bei mir tatsächlich. Und ich habe dann auch ganz schnell angefangen, über Freestyle auch, dann habe ich gesehen, was die da für Geräte haben und wie die das bauen. Und habe mir dann Ferien gejobbt, den ganzen Sommer mit 2 von meinen Freunden, und dann haben wir uns einen Sampler gekauft. Und dann haben wir dieses Drum da, und dann haben wir nicht gewusst, wie wir damit umgehen sollen. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Und dann hat irgendwo einer gesagt, ja, ich kenne da einen, der hat ein Tonstudio. Dann hat er gesagt, ja, mit einem Sampler allein könnt ihr nichts anfangen. Da braucht es ein Keyboard und einen Sequencer, da braucht es einen Computer. Dann haben wir noch mehr Ferien gejobbt. Und so ist das dann entstanden. Und wir waren aber so eine Insel im Bayerischen Wald. Reimagenten haben wir geheißen. Es war Mitte der 90er, also das erste Tape von uns ist, glaube ich, von 93, 95 und dann 98 haben wir noch ein Album gemacht. Ja. Aber so, das war die Zeit, wo wir im Bayerischen Wald schon eine Hip-Hop-Crew gehabt haben. Aber wir haben sonst niemanden kennt. Das einzige Mal, das erste Mal, da hat es dann in Deckendorf ein Hip-Hop-Jam gegeben. Und da ist eine andere Hip-Hop-Band drauf gestanden. Ja. Und da sind wir aber nicht hingekommen, weil wir kein Auto nicht gehabt haben. Und dann hat es noch mehr Plakat gegeben, die spielen in Morch. Und Morch war so ein Dorf in der Nähe, das war ja erreichbar.
Ja. Und da habe ich die dann also die habe ich angelabert dann und so ist dann der Sprung nach Deckendorf gekommen. Und von Deckendorf aus, da hat es schon ein paar mehr gegeben dann, nach Passau. Da waren dann in der Music Hall damals schon richtige Hip-Hop-Jams, wo dann auch die Mingerer da waren, Mein Konzept, Blumentopf auch damals dann schon. Die Experten aus Passau, glaube ich, waren da. Reim in der Tube, mit denen haben wir dann auch ein Lied gemacht. Also das geht ganz weit zurück. Wir sind immer noch in die 90er. Gell? Ja, ja. Und erst als ich zum Studieren angefangen habe, bin ich dann in Kontakt mit der Münchner Szene gekommen, weil davor, also und zwar mit dem T-Kanne von Echo Rausch, der war vorher auch schon, der war auch in Niederbayern auf Jams. Und über den bin ich dann da ein bisschen reingerutscht. Aber so richtig Anschluss hat es da jetzt nicht gegeben. Weil man ist ja der von außerhalb gewesen. Also wir haben jetzt da keine Auftritte gehabt oder so. Also war das wirklich so, dass die dann, es war alles Hochdeutsch eigentlich, oder? Also ich meine zwar aus Bayern, die Crews oder die... Ja, es war alles Hochdeutsch, wir haben auch Hochdeutsch gerappt. Ja, genau. Also zwar mit harten Dialektausschlagen, aber das ist eigentlich dann erst richtig gekommen, zwar dann, wo ich die Radiosendung gehabt habe auf 94.5. Weil mich hat es ja zum Radio gezogen und mit meinem krassen Hip-Hop-Wissen, die ich gehabt habe ich da eine Radiosendung mit dem Kevin Schramm zusammen gehabt, die Boombox. Und wir haben da einfach alle eingeladen. Und die sind alle gekommen. Und so bin ich dann erst da richtig reingerutscht. Und erst später mit Doppel-D, wo die auch gespannt haben, hey, das sind nicht irgendwelche Dudes von einem Jugendzentrum vom Land, sondern die meinen das ernst, die meinen das tatsächlich ernst. Und dann sind wir ernst genommen worden. Und dann war das aber auch ganz was anderes. Also auch die Töpfe haben uns dann mitgenommen und ich kenne die Hälfte von Feinkostparanoia mittlerweile persönlich. Und gerade mit dem Burns ist immer fette Gaudi. Und also wir sind da ein Teil davon geworden auf eine gewisse Art und Weise, wo ich im Nachhinein auch schon stolz drauf bin, weil wir haben denen immer zugejubelt. Voll. Und irgendwann nehmen die dann mit und teilweise telefoniere ich noch heute und wenn man sie sagt, ist das hey, der Friends. Ja, man sieht das auch bei deinen Videos zum Beispiel, auch bei der von Doppel-D auf deiner, das war Debüt. Genau, mein Debüt, Solo-Debüt, genau. Da ist ja auch so, auf dem YouTube-Video oder auf dem Video davon sieht man halt auch die ganzen Leute, die eigentlich da so in Minga so die Szene jetzt gebildet haben, oder? Ja, das war aber dann schon eigentlich schon die nächste Generation, die man mir dann schon auch, über die Radiosendung hat es da einfach eine gute Basis gegeben, die alle kennen zum Lernen und wir haben dann auch selber, das ist ja alles DIY gewesen, weil dadurch, dass wir mir ja kaum Auftritte gekriegt haben und jede Plattenfirma hat gesagt, haut's ab mit eurem Scheiß, wir mögen einen bayerischen Rapper hören, verpisst euch. Das ist nicht cool, hört's auf. Und wir hören nicht auf. Jetzt haben wir uns das alles selber angeeignet, wir haben selber Touren organisiert, wir haben selber die Grafiken gemacht, wir haben ich habe mir das ganze Tontechnische angeeignet und so haben wir mir halt dann aber gesagt, okay, wir nehmen aber jetzt auf Tour die Band mit, die eigentlich nur in Minga bekannt ist und gehen wir mit der aufs Land aus. Und dafür haben wir uns aber die dann in Minga mitspielen lassen und so hat sich das dann entwickelt und jeder hat jeden irgendwie ein bisschen gepusht und das ist ein Traum. Und so ist es um den ganz großen Bogen zum Anfang von heute zum Spannen. Deswegen sind wir heute noch so in der Denke drin, dass man sich gegenseitig da unterstützt, weil also das hat auch immer irgendwas Soziales dann, das Hip-Hop-Ding. Ja, absolut. Also ich finde irgendwie, da kann noch viele andere Genre oder Musiker oder so grundsätzlich auch davon lernen, weil das ist schon, man ist ja überall präsent, man sieht das im Social Media, man sieht das auf YouTube, nicht nur durch die Tracks auch, aber einfach, wenn einer einen Release hat, dann wird was gepostet. Der hat einen Release gemacht, dann wird das mitgepusht und so. Und das der Hannes hat das zu mir mal gesagt, der Ringelstädter, was er so cool findet an der Bloßen ist, das kennt er sonst so nicht, dass die Bands so nah sind und dass sie alle treffen, weil, also dass da so viele Leute von anderen Bands auch
miteinander sind. Also so eng, hat er gemeint, hat er das so noch nicht erlebt. Ja, das merkt man aber auch. Also das ist bei den Videos allgegenwärtig, auch bei den Tracks und das bietet sich halt einfach so cool an. Jeder kriegt seine 8 Bars Genau. oder so und dann geht's ab. Hat man auch gesehen, was das für ein Message haben kann bei Ohne uns. Ja. Da Ja. auch voll, also von den Dichtis, der Track, Ja, das war stark. das Also hat da- einfach eine Power. Ja, voll. Und das war, also es ist auch dann auch so, dass man halt auf das Netzwerk erzählen kann. Also die haben sich sicher sein können, wenn sie da rundum schreiben, dass da jeder mit am Start ist. Das ist ja sonnenklar. Gerade bei so einem wichtigen Thema jetzt wie bei Ohne uns, weil wir ja alle wissen, wie es Künstler- und Veranstaltungsbranche gerade geht, nämlich es geht einfach null. Und dass man da einfach aufmerksam macht drauf, nochmal mit so einem Lied, das glaube ich mittlerweile 600.000 oder 700.000 Aufrufe Ja, voll. auf YouTube hat. Also da haben wir schon ein Statement gesetzt wieder, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, da darf ich ganz gerne nachher nochmal drauf zurückkommen. Und zwar hast du ja auch einen Track gemacht, der so mittel heißt. Ja, Den darf ich ganz gerne nachher nochmal anspielen, aber davor sind wir jetzt soweit. Und zwar glaube ich, einen müssen wir doch anspielen, obwohl du den vorher schon genannt hast, und zwar einen Watschenbaum. ja, Logo. Den hören wir uns jetzt mal an Sehr gern. und reden vielleicht nochmal da über diese Anfänge des ersten Vollmundart-Albums. La la la. La la la. La la la. So, was, Alter, was geht bei dir? La la la. La la la. So, was? Oder was geht bei dir? Badspierschel, gleich gibt's Trisch, wenn ich die mit meinen Mitteln da am Gravittel erwisch. Der Rap ist wie wenn's dem noch vollgestopften U-Bahn sitzt und der Typ neben dir einfach bestialisch schwitzt. Man kann kotzen, solche Leid wie die hab ich beim Zivi im Bus heimgefahren. Sag mir Song, den dir deine Kumpels nicht genau, ist leider nimmer wie die Drums von Watch Out Now. Du beizt, wo's Zeit geholt, mich gewollt zwischen deine Kiefer quetschen. Aber was ist, wenn's an lose Zähne fletschen, Nix, du bist Texas Battle mit Schuhwichs im Gesicht. Du Zipfig kommst zu unserer Live-Show, kriegst eiskalt die Fierce, yo, MySpace Pro. 10.000 Mal dein Track und klicken, aber rappen kannst nicht so. Alter, na. Bewegst dich auf der Bühne wie ein Spack in dein Bag geschissen. Deine Homies wissen's wissen im Interview, Songs listen up, fuck. Wir haben live immer Windeln für den Trag. Du verzogener Fratz, Rap tut er nicht gut, Bur. Also such da, wo's dir gut tut. Ich versteh ja dein Wut, Bur. Aber am besten machst du einen Schuh, Bur. Denn wenn der Watschenbaum kippt, dann schau, dass du schützt. Wenn der Watschenbaum kühlt, Dann schau, dass du schützt. Wenn der Watschenbaum kippt, dann schau, dass du schützt. Reißt euch nix, wenn der eine biegt. wenn der Watschenbaum kühlt, Dann schau, dass du schützt. wenn der Watschenbaum kühlt, Dann schau, dass du schützt. wenn der Watschenbaum kühlt, Dann schau, dass du schützt. weiß like nix. Wenn der eine biegt. Jawohl! Geil. Der Classic. Der Classic, das war dann so, ja, das Aushängeschild für die bayerische Mundart-Rap oder wie kann man sagen? Also das war so der Track, ich meine, ist dann auch viral gegangen, glaube ich. Ja. Habt das Video dann hochgeladen? Ich glaube, da gibt es eine Geschichte, dass ihr irgendwie schon aufgeben habt wollen oder so. Ja, oder? hat sich das schon rumgesprochen. Das Ja, ist also ich hab das es gesehen ist in dem tatsächlich Interview so. von dir, Ja, ja. also wir haben ja da davor, also 2005 haben wir eine Schnitzelbitte gemacht und dann sind wir jahrelang umeinander gefahren, wie gesagt, vor 30 Leuten, oft nur, manchmal 10, 40. Dann haben wir ein Mixtape gemacht, das Paid Safe Mixtape, da haben wir unsere ersten Touren selber organisiert und das war alles super cool, aber auch sau anstrengend. Und man hat dann immer das Gefühl gehabt, ja, wir sind zwar Kumpels, die ihren Spaß haben, aber irgendwie künstlerisch soll da irgendwann einmal was weitergehen. Und dann haben wir die Platten, also die Diskussion haben wir eigentlich geführt gehabt, wie die Platten schon fertig waren. Da liegt die Platten da, Mama, das ist so, ist schon draußen gewesen, das Musikvideo, das ist okay gegangen. Aber irgendwie, dann war das so anstrengend, diese BIN-Platten zu machen. Dann sind wir da gesessen, haben es uns durchgehört und
und haben 2 Stunden darüber geredet, ob wir es nicht doch lieber bleiben lassen, weil mag eh keiner hören. Wir hören sind, es kämen nicht mehr bloß. Also irgendwie, wahrscheinlich waren wir einfach so durch, dass wir in dem Moment keine Kraft mehr und kein Vertrauen mehr in das Zeug gehabt haben. Und haben nach 2 Stunden diskutieren, aber dann gesagt, okay, jetzt haben wir es schon so weit, hauen wir es einfach raus. Drehen wir noch ein Video, also wirklich, drehen wir noch ein Video und dann lassen wir es. Dann haben wir noch das Watschen beim Video gedreht, das auf YouTube steht und dann hat das halt einfach eingeschlagen wie Bombe. Plötzlich haben wir das Jahr davor haben wir Grata Magata in Riedenburg noch am Nachmittag vor 150 gespielt und das Jahr drauf mit dem Lied, ja, wollt ihr da auf Nacht spielen? Ja, freilich. Ja, um 9 Uhr als Headliner. Wie als Headliner? Ja, als Headliner. Ja, wenn ihr das wollt, freilich. Und dann sind da 1500 Leute, die Lieder mitsingen. Also das war krass. Ja. Und der Song geht schon als Grundstein für das alles, was dann gekommen ist. Also für diese Welle an Bayern-Rap, die es dann gegeben hat. Weil die dazugehörige Platten, die BIN, ist die erste komplette auf bayerisch gerappte Hip-Hop-Rap-Platte, definitiv. Ja, krass, schon ein Meilenstein dann. War das so, dass du hast ja damals auch schon Kontakt gehabt zur Szene und so. Ja. Haben die auch schon irgendwie versucht gehabt, mal Tracks auf Bayerisch zu machen? Das gibt's, das gibt's. Haben sie sich dann nicht traut? Wie war das zum Beispiel Blumentopf? Ich meine, dass mal Wörter drin waren, das ist klar. Damit, was weiß ich, ob so ein Rhyme da ist oder so. Da war schon einmal Dialekt, vielleicht mal 1-2 Mal mit drin, aber so richtig, haben die das auch gemacht? Oder? Nein, zu der Zeit nicht. Blumentopfen hat noch einen anderen wichtigen, hat noch was anderes Wichtiges gemacht dazu, und zwar die Fenster zum Berg EP, wo es 5 von ihren Songs von der Wir-Platten mit Bluesmusik eingespielt haben. Also das hat schon noch mal was dazu da, aber die haben jetzt nicht auf Bayerisch gerappt. Ja. Was aber schon, die Feinkostparanoia und das Umfeld, die haben schon mingerisch gerappt. Ja. Das ist zwar so eine Mischung aus Hochdeutsch und Bayerisch noch, aber es hat auch von Borsil Number One, glaube ich, gibt es noch einen bayerischen Track, davor mal einen. Da rappt einer eine Strophen auf Bayerisch und der andere rappt aber, glaube ich, eine Strophen auf Lateinisch dann oder so. Okay. Da haben sie sich halt dann ausprobiert. Und es gibt auch von den ganz Alten auch, ich meine, der Heindling hat einige Rap-Tracks und von EAV gibt es, glaube ich, diesen Die Zukunft ist der Alpenrap oder wie der Song heißt. Die gibt es schon, oder ein Bayer in New York, das Funky Cold Medina auf Bayerisch. Und aber so, dass das halt aus so einem Hip-Hop-Kontext rauskommt, aus Bayern, sind wir so die Ersten gewesen. Weil in Österreich hat es das schon gegeben mit Texter. Ja. Die haben das auf jeden Fall vor uns gemacht, definitiv. Ja, also das ist, wie war das dann die Reaktion, die allererste Reaktion in der Öffentlichkeit? Weil natürlich, wie du sagst, jetzt auf dem Festival dann Headliner angeboten gekriegt, aber dann die Reaktion darauf, dass es jetzt wirklich Dialekt ist, also dass es wirklich voll bayerisch ist. Also ab da, wo das Video so steil gegangen ist, war das plötzlich was anderes. Also es war einfach so... Das war wirklich so ein Schnackler. Davor, das war für viele war das cool und das war was Neues und da waren wir auch schon im Zümpfung damit und also das war schon, das ist schon gesehen worden und dass das cool ist, aber so, dass das so eine Wirkung entfaltet, das war einfach dann so ein Schnackler und plötzlich war das okay. Also es ist wirklich mit dem einer Lied. Ja. Und das war dann, wie wenn das Ganze so, heute sagt man Empowerment, das war so ein Empowerment vom Moment auch für viele, die halt Mundart geredet haben und dann kommt dieses Lied, das da dermaßen selbstverständlich mit dieser Sprache umgeht. Ja. Und dann auch noch halt Watschen verteilt, wer quasi da nicht klarkommt drauf. Also das war ja immer unser Ziel, wir wollten ja, das war ja das, was wir wollten und das hat auch hingehauen. Absolut. Freut mich. Voll. Also mir erinnert es auch ein bisschen so an ein Bon Voyage von Deichkind. Ja, geil, ja, Logo, ja. Und da war das auch so, auch vom Video her, irgendwie, das war halt so richtig, jetzt geht's los, jetzt kommen wir. Also voll geil. Ja, du hast das vorher schon angesprochen, mit der Message, die jetzt bei Ohne Uns
da war von die Dichtis und wo du ja, ich glaube, den finalen Part, glaube ich, sogar rappst Ja. im Video. Und du hast auch so einen Track gemacht in die Richtung. Und zwar hast du ja so Mittel, da würde ich ganz gerne reinhören und nochmal ein bisschen mit dir quatschen drüber. Gern. Nixie Squeeze aus der 2020, das war ja so mittel. Song Mrs. Nixie Squeeze aus 2020, das war ja so mittel. Doc Brown, so du Marty, was los? Nie nach 2020 wieder los. Hallo, jemand zu Hause? Witzig, Beef, wir müssen echt mal wieder aussehen. Alter, Ich nimm die nie, darf nur um die Verschwörung gibt's, aber von daheim ist daheim. Spätstunde 2020 ist schon Tag. immer vom Hut, geh heim. Und die Kinder sind noch wach. Die Welt brennt. Schau hin da hin, Polizei, der hat ein halbe Bier in der Hand. Ich geh genug der Leid, aber jetzt Jetzt ist alles verdraht, am Pranger steh heut. weil Liebe nicht so fad. Klatsch aus dem Fenster. Der Lola fix für World of Warcraft und Cola Mix. Die Zügel wären Nutzung. Wo's läuft verkehrt? Wieso bin ich morgen mit meinem Sternzeichen ist das Pferd? Ich hoffe, das ist alles bald um mich. Sonst fällt in der 10 aus Gummi. Ja, ich war schon Social Distancing. Fällt einfach der Tresen und ein bisschen Dirty Dancing. Seit 20. März ist fast jeden Tag mein Gefühl. Alter, have a scheiß Day. Song was wie sie's. Nix ist Squeeze. Aus 2020, das war ja so mittel. Song was wie sie's. Nix ist Squeeze. Aus 2020, das war ja so mittel. Jawohl. Die habe ich ja selber schon lange nicht mehr gehört, Sauschön. Das ist eigentlich das Beste, wenn dir die Songs einfach selber auch gefallen, weißt du. Ja, das glaube ich, Also, das glaube ich. ich meine jetzt nicht, aber so nach langer Zeit auch wieder. Ja, ja. Also eigentlich brutal catchy. Ja. Wirklich. Also total. Aber hat natürlich auch eine starke Message, dann vor allem auch bei der nächsten Strophe. Ja, Oder dann, die zweite Strophe ist sehr politisch. Ja. ja, die ist politisch. Und da wollte ich dich fragen, wie es bei deinen Texten ist dir allgemein immer wichtig, dass du eine Message drin hast und wo kommt das her? Ja, das ist mir wichtig. Und wenn vermeintlich keine Message drin ist, dann muss irgendwie die Geschichte cool sein oder so. Bei dem Song speziell war es halt jetzt, die große Schwierigkeit war, nach einem Dreivierteljahr voller Niedergeschlagenheit, Ratlosigkeit, Perspektivlosigkeit, Wut und lauter Sinne Auf- und Ab-Gefühle, ganz starke negative Gefühle, manchmal wieder ganz positive, jetzt packt man so Gefühle, ein Lied zu machen, das nicht verbittert ist. Und da habe ich lang umeinander da, ich glaube, dass das sogar der dritte Beat ist von so Mittel, der jetzt dann geworden ist, der einfach dieses easy Feeling hat und es ist eigentlich alles ganz voll lustig, weil du kannst bei dem Lied voll mitgrölen, wenn du magst und wenn es nicht auf den Text hast, dann ist das, jetzt wo die Sonne scheint, voll geil. Aber du kannst eben auch, wenn du magst, auf den Text hören und dann kriegst du halt in der ersten Strophe noch dieses, sage ich mal, Witzige noch ab, also alles noch mit Humor singen und die zweite Strophe, die ist dann nicht mehr so witzig. Ja, genau. Und das, glaube ich, ist auch das, so wie ich halt auch mit der Pandemie jetzt immer umgegangen bin, dass ich meinen Humor nicht verliere und dass ich immer nur dass ich mir das Lächeln nicht wegnehmen lasse. Egal wie krass auch die Politik mit uns umspringt und wie teilweise willkürlich da umgegangen worden ist mit Veranstaltungsbranche, Gastronomie und Künstler und wie wurscht einer diese ganzen Leute eigentlich sind, weil sie nicht einmal wissen, also wurscht im Sinne von, die haben sich vorhin, also keiner weiß, wie ein Künstler arbeitet. Ja, absolut. Wo es das bedeutet, wenn einer ein Konzert spielt. Das hast du ganz am Anfang gesehen. Die wissen ja nicht, die meinen ja, da steht der mit der Gitarre, aber dass da auch der Techniker dabei ist und der Mischer und dann der die Brauerei, die das Bier da hinfährt, der an der Bar steht, der das verbuckt, der das Klo putzt danach, der Mensch, also der hinter der Bar steht, der die Flyer druckt, also was da alles dran hängt, das
Ja, das ist schon Das, Wahnsinn. das ist traurig. Ja, darum ist ja die Kulturwirtschaft eigentlich gar nicht so klar, wie man da meint. Tatsächlich ist so, das habe ich jetzt letztes gepostet, wenn du beim Bundeswirtschaftsministerium nachschaust, da gibt es ein Blattel Papier, wie so die Wirtschaft in Deutschland aufgestellt ist, und da ist die Kreativwirtschaft. Da zählt natürlich nicht nur Musik ein, sondern auch Birchel und Filme und Theater und alles. Das zweitgrößte nach der Autoindustrie. Ja, schon Wahnsinn. Mhm. Rein vom Umsatz her. Ja, ja. Und nicht Fußball. Lang nicht Fußball. Weil wenn das tatsächlich jetzt passiert, dass in Minga bei der EM 14.000 Leute in das Stadion, und wenn bloß 2.000 Leute in das Stadion rein dürfen, dann müssen sie uns auch Konzerte wieder erlauben. Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Definitiv. Aber um nochmal, jetzt sind wir schon wieder so weit drin, Ja, ich kann ja so schön granteln. Aber um nochmal zurückzukommen drauf, mir ist schon wichtig, dass ein Message oder eine Geschichte erzählt wird oder zumindest sprachlich was Spannendes passiert. Also ich habe auch mal ein Lied gemacht, wo diese Bayern heißt es. Da geht es einfach hauptsächlich darum, so krasse Slangwörter aneinander zu reimen, dass nur noch Sprachmusik übrig bleibt. Ja, ja. Aber das ist mir wichtig. Ja. Sogar meine Party-Songs haben irgendwie eine Geschichte oder eine Message. Ja. Du hast, glaube ich, Philosophie studiert, das habe ich gelesen. Ja. Und du hast doch gesagt, dass dir das geholfen hat beim Texten. Und inwiefern ist das einfach mit dem, dass du dich mit Text von Haus aus viel beschäftigen hast müssen, viel gelesen hast, Ideen schon immer verarbeiten hast müssen, oder was macht das aus? Ich glaube, dass das mir das Werkzeug gegeben hat, wie ich meine Gedanken sortieren kann. Und so versuche ich das in meine Texte. Ich brauche sehr lang, um einen Text zu schreiben. Also da verzweifeln manche, mit denen ich Liedl mache, dran, weil ich ewig brauche. Also das kann auch sein, dass ich 2 Jahre für einen Text brauche. Dass ich anfange mit einem guten Gedanken, aber der einfach nicht so 16 Zeilen wird. Ja. Deswegen fange ich jetzt öfter an, manchmal auch Teile zum Singen, weil da nicht so viel Text ist, aber du kannst trotzdem diesen einen Gedanken transportieren. Oder jetzt, wo die Songs alle nur noch 2:30 lang sind, vielleicht kommt mir das dann auch entgegen und es kommen dann viel mehr Texte von mir. Also das ist auch vielleicht ein bisschen diesem Rap-Ding geschuldet, dass so viel Text sein muss. Ja, ja. Aber gerade diese philosophische Herangehensweise für und wider beide Seiten zum Durchleuchten, sich aber dann für eins zum Entscheiden und so, das glaube ich hat mir viel gebracht fürs Texte schreiben. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar, du hast es schon angesprochen, deine Pläne für die Zukunft oder dein Ausblick für die Zukunft, was darfst du dir wünschen, dass bald wieder geht, und was sind deine Pläne jetzt für die kommende Zeit? Also was man wünschen hat, war, dass man zumindest so wie letzten Sommer spielen darf vor wenige 100 Menschen. Das finde ich, muss uns ermöglicht werden. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Es ist, also diese Konzepte, die alle da liegen, das sind ja Hochsicherheitstrakte. Das darf ich mir wünschen, weil ich habe so ein Abstandskonzert gespielt und ich habe es super gefunden. Ja. Weil wenn man sich das Video von meiner Release-Party anschaut und sieht, was da normalerweise los ist, denkt man sich, es geht nicht mit einem Sitzkonzert. Ja. Aber es geht trotzdem. Also gerade mit diesem Bierbank Style und alles kann man auch, das geht. Und ich darf es spielen und wer mag, ich komme, es wird super, glaubt's was. Kommt's vorbei und macht's das. Und für die Zukunft, ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich liebäugel da schon länger damit, so ein Bühnenprogramm mit Geschichten zum Schreiben, weil das ist ja das andere, wo ich lang, du musst links, wo ich lang gemacht habe, für ein BR, so Comedy, Kabarett, Geschichten zum Erzählen. Das möchte ich eigentlich gerne auf die Bühne bringen, aber halt nicht jetzt in der Zeit, wo ich nicht weiß, ob ich überhaupt einen Auftritt kriege, weil ich glaube, das lebt von live. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil ich dadurch, dass ich Kinder habe, einfach auch teilweise oder jetzt monatelang im Homeschooling gefangen war. Da ist nicht recht viel weitergegangen
Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, deswegen mache ich jetzt erst einmal neue Platten. Die hat schon einen Namen, die wird alles im grünen Bereich heißen. Und das wird halt klar, weil die Anspielung ist klar auf das Grüne. Es wird soll Partyplatten sein im Sinne von, es ist jetzt alles vorbei, jetzt gibt es Feierei. Aber alles im grünen Bereich kann auch bedeuten, ja, aber es ist nicht wirklich alles im grünen Bereich. Oder eben vielleicht doch. Und textlich weiß ich noch gar nicht, was auf der Platte passiert, aber so in die Richtung soll es gehen. Also schon auch wieder mit Message auf jeden Fall. Ganz hundertprozentig. Ich bin einfach ein Rapper, der aus diesem klassischen To-Rap-Ding kommt. Also die allerersten Rapper, die es gegeben hat, die Last Poets, das waren Grantler im besten Sinne, das waren politische Spoken-Word-Menschen, die sie über die politischen Missstände aufgeregt haben. Und da kommt auch to Rap her, sich beschweren, sich aufregen, laut, sich über was echauffieren. Und so denke ich immer, auch bei aller Party und alles. Aber das gipfelt halt dann in der Figur des Bierbankphilosophen bei mir, weil du kannst die mit mir hinsitzen auf die Bierbank im Bierzeit und mit mir politisieren und philosophieren über alles der Welt. Aber wir können uns gleichzeitig 10 Minuten später hinstellen und feiern mit Biere, bis wir vom Tisch runterfallen. Und das bin ich als Mensch und das bin ich auch als Rapper. Schön gesagt. Ich sag merci. Logo sau schön was. Du, hab mich total gefreut und bleibt dran, checkt an Monaco F aus und wir hoffen alle, dass bald was kommt. Also in diesem Sinne, macht's es gut. Servus. Tschüss.